Unser Team wird stetig schlagkräftiger. Und dann willkommen zurück zu Pokémon Legends Yay. Ja, auch auf der Box, hier eine Teambox. Wir haben noch einen Hundemon, was man ein bisschen trainieren könnte. Ein Absol, was schon eine Mega-Entwicklung drauf hat. Ein Ampharos frisch entwickelt. Und auch noch ein Scaraborn oder hier ein Rioluis. Rioluis. Okay. 3 Kalos standen noch hinterhand, ne, die natürlich auch bald mal auf ihren Einsatz warten. Also wir sind gut dabei, ne? Wir sind ein bisschen Kampfzone. Kampfzone sage ich schon. Nein, das war ein anderes Spiel, Kampfzone. Kampfsektor müssen wir noch ein bisschen machen, damit wir hier vorwärts kommen. Da vorne. Ja. Da ist eine Drachenschnecke, die eigentlich am liebsten mit Chilok gleich machen will. Also nur ein Eishieb und kein Eisstrahl, aber besser als nichts, ne? Aber der Move war nicht schlecht. Das ist mich ein bisschen ausgespielt tatsächlich, aber egal. Wir haben es eh geschafft, Freunde. Maximum. Naja, ich meine, wir können hier theoretisch noch weiterkämpfen. Ne? Es gibt noch ein paar andere Trainer, denen wir noch nicht begegnet sind hier im Kampfsektor. Aber ich meine, was bringt es großartig? Erfahrungspunkte, ne? Oh, Pikachu. Oh, unterschätzt niemals Geist und Stahl. Natürlich immer bei unserem Team, ne, ist ein bisschen Training, aber ja. Ja, natürlich dummerweise keine Stahlattacke mehr im Team, ne? Ging da vorne. Das Feenviech. Ja, ein bisschen doof, ne? Naja. Ist egal, wir müssen eigentlich sowieso hier hin. Aber vorher ganz schnell noch darüber uns heilen lassen. Ich brauche jetzt auch wieder mal ein paar neue Pokébälle, aber damit warte ich mal noch, denn wir wissen ja nicht, ob wir nach dem Kampf gegen Vincent noch irgendwie die Möglichkeit hätten, uns neue Apfelbälle zu kaufen. Wäre doch ganz cool, ne? Also, da muss er hin. Da haben wir jetzt also soweit ready. Was? Verfügbar Lichtkanone? Gar nicht gesehen letztes Mal. Also meine Lichtkanone ist natürlich ein Move, den müsste Chilok bereits drauf haben, weil er lernt ihn sowieso. Das war sich zur Tour entwickelt. Es hat man jetzt hier geändert. Gramocles, ja. Es ist aber ein spezieller Move und ein Movepool Gramocles speziell ist leider ein bisschen schwach. Wenn wir das ungern antun. Kehrtwende ist ja auch nicht übel, ne? Ja, ein Käfer-Move können wir eigentlich machen. Okay, Chilok kann es doch nicht lernen, da haben wir vertan ein bisschen. Aber Turtok kann es lernen, das weiß ich. Ich glaube sogar beim Level-Up lernt es, also beim Entwickeln lernt es sowieso. Okay, ich spare unsere Themen noch auf, ne, für später. Vielleicht sogar für Lucario dann, ne? Weil wir werden sicher mal einen Lucario noch haben. Mein Team, was ein bisschen jetzt richtig überlegt habe, ne? Ich meine, wir haben ja als Starter Megani gewählt und Megani ist schon eher ein bisschen tanky.
Ich hätte als Kanto starten doch eigentlich eher Glumanda, Glurak wählen sollen, weil Shigi, Shilok, Turtok sind ja auch eher ein bisschen tanky, ne? Doch eher ein offensives Pokémon gehabt. So ein offensiver Feuertyp. Ja, irgendwie, ich sage es mal so, die Kombination auch mit den Color-Starten kombinieren, zu sagen, hey, ich habe Meganie, ich hätte Glurak und Quachutsu, ne? So als Trio. Das hätte halt was gehabt, ne? Quachutsu verdammt schnell. Und Spezialangriff auch. Meganie eher tanky zum Recovern. Glurak offensiv, physisch und speziell, vor allem als Mega Glurak X. Ja, jetzt halt, klar, und da Tignis noch mit Feuerflug. Kann ich als Kombination gut dienen. Der Finks, aber ist halt Feuer Psycho, ne? Ich habe schon Psycho mit Gardevoir. Ja, mal schauen. Also gar nicht, wann wir überhaupt die restlichen Kanto-Starten noch kriegen könnten oder fangen könnten. Aber wenn es sich um einen Bekannten ersetzt handelt. Wenn du bereit bist, würde ich um einen Kampf bitten. Du solltest allerdings wissen, dass ich auch. Du solltest allerdings wissen, dass ich auch mit Mega Mani-Pokémon fertig werden kann. So dann. Stört mich nicht besonders, ne? Das heißt, dass es auch Mega entwickeln kann. Dann lass uns beginnen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Da wäre schon einiges eigens an den Kampf austragen, möchte ich mich auch daran erfreuen. Ja, mach doch. Oh Gott, nimm die Brille ab. Da ist nie gut. Rang unbekannt. Vincent von der Quasar Corporation fordert dich raus. Schlechte Wahl? Ja, stimmt gerade nicht so richtig, ne? So, Schnauze jetzt. Aspiro? Ja gut, du kannst ja ein bisschen boosten, ne? Jetzt einmal angegriffen. Mein Gott. Sie gehen mir auch auf den Sack. So, finished. Nö, eins hat er noch. Ein Sandlong? Junge, das Vieh ist aber nicht aus der Region. Sandlong, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Demonstriere ihre Stärke in deiner... Warte mal. Ein Sandlong stammt aus Alola. Das ist eine Generation später, das ist eine 7. Generation. Die kam dann mit den Z-Kristallen. Sandlong hat keine Megaform. Zumindest bisher nicht. Warum haben Alola-Pokémon eine Megaform? Das ist unlogisch. Sieht aber cool aus. So Mega Sandlong sieht immer richtig geil aus. Macht er etwas her. Also bis auf Haspiro hat er eine gute Pokémon dabei gehabt. Formidabel. Dein Sieg in das Mega Mani Absol war tatsächlich nicht nur ein glücklicher Zufall. Können wir darüber reden, dass es ein Mega Sandlong hier in dem Spiel gibt? Und vor allem, dass es mega cool aussieht. Bisschen übertrieben. So, das Spiel ist in 2 Folgen vorbei, Freunde.
WhatsApp, ich kletter auch noch die Ränge hoch. Also mich von dir abhängen lassen. Vincent, ich will mein Aufstiegsmatch, jetzt sofort. Ich sehe, fügst du ebenfalls über ein Challenge-Ticket, Zita. Nun denn, kämpfen wir. Sie haben mit Tyrakok gegen seinen Mega-Senlong gewonnen? Wie geht denn das? Tyrakok hätte schon Imbagato sein. Gut, die Frage gar nicht. Michael, Zita, ich gratuliere euch beiden zu einem Aufstieg zu Rang F. Yo! Check it out! Lass mich euer Pokémon heilen. Ja, bitte. Die wären sehr dankbar dafür. Hier, ein TM für euch. Wenn ihr mögt, könnt ihr damit euren Pokémon neue Attacke beibringen. Wir sind jetzt längst bei Part 20 oder so herum und erklären uns jetzt, was TMs überhaupt sind. Ja, okay. Nun möchte ich mit euch das weitere Vorgehen besprechen. Bitte folgt mir nach drin. Cool, wenn wir die Starten Megasteine kriegen. Also die müssen Megasteine haben. Kohle, Kohle, Kohle. So, und so ein Pokémon her. Ja, im Gramoclass. Ich dachte, der entwickelt Level 32, aber bin ich mir sicher, wie es jetzt mit der. Was, vielleicht sogar nur nachts oder so? Ich bin echt unsicher. Also gut, wir waren ja vorhin nachts auf 32 und hat sich noch entwickelt, aber vielleicht 33, 34 rum. Ja, wir sehen sie dann. Wir können auch ein paar Sonderbonbons nutzen und vorher noch speichern, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber erstmal die Quasar Corporation. Ja, die gab es bei XY noch nicht. Bitte nehmt Platz. Wow, diese Gebäude haut mich um. Jetzt verstehe ich, wie ihr das Sea Royal so schnell so groß machen konntet. Michael, du hast nun einen Rang erhöht. Darf ich davon ausgehen, dass du dich künftig der Aufgabe widmen wirst, Megamani-Pokémon zu besänftigen, sobald sie auftauchen? Ja. Formidabel! Nur ein kleiner Kreis momentan über diese Gefahr für Lumina City informiert. Zwar wurden hochrangigen Trennern bereits Mega-Ringe von der Quasar Corporation gegeben, doch über die wahren Umstände haben wir sie noch nicht in Kenntnis gesetzt. Wir müssen diese Krisensituation Hand in Hand angehen und sicherstellen, dass die Bürger der Stadt nichts in der Bedrohung erfahren. Das könnte noch schwierig werden. Jeden Tag? Jeden Tag. Das ist nun schon 2 Jahre her. Damals war die Quasar Corporation bereits mit der Stadtentwicklung beschäftigt. Aset bemerkte, dass die Stadt sich in Gefahr befand und kam mit einer Warnung zu uns. Er sagte, Illumina City würde weinen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Angst er verspürt, als dieser 3 Meter große alte Mann über mir ragte und auf mich abstarrte? Ja, irgendwie schon. So erfuhren wir von der Existenz einer rätselhaften Energie, die bei Illuminas Pokémon die Megamani-Entwicklung auslösen kann. Wir nennen sie Mega-Essenz, doch wir wissen nicht, warum sie in Illumina City auftritt. Bei einem halben Jahr geschah es dann. Das erste Megamani-Pokémon taucht in der Stadt auf. Aset und Floette gaben ihr Bestes, um die Lage gemeinsam in den Griff zu bekommen, aber Aset verfügte bereits nicht mehr über die Ausdauer, um lange Kämpfe durchzuhalten. So geriet so echt bald in Bedrängnis. Und dann kam ich ihm zu Hilfe. Du? Ausgerechnet du? Damit hatte niemand gerechnet. Ich musste ihm einfach helfen. Außerdem ist sein Floette echt was Besonderes. Eine Attacke Lux Calamitatis ist einfach nur der Knaller. Ja, sein Floette, ne? Dieses ewig. Wie heißt diese Form? Ewig Blütelform? Irgendwie sowas in der Art. Neben die Gefahr in der Illumina City schwebt, bewusst geworden war, gründete Zita Team MC. Ah, okay, deswegen. Vincent? Wen haben wir denn hier? Präsidentin Chat, das sind die jungen Leute, die bei Aset untergekommen sind. Verstehe, es freut mich auch kennenzulernen. Aber guckt uns nicht mal an. Die Pflicht ruft. Ah ja.
Lass uns aufbrechen. Rang F. Ein Reisepunkt, ja, verlassen. Okay, aber kann ich mal irgendwie hier was machen? Ich würde gerne... Geht das schon? Okay, was könnte man eigentlich hier eintauschen? Ne? Ebibomber? Taubos nicht, Voltenso nicht, Hundemo nicht. Ohr doch nicht, Schlappohr nicht. Schlampohr wollte ich gerade sagen. Garados nicht, ja. Lucario nicht. Scarabon nicht. Simsala nicht. Senlong nicht. Simsala nicht. Lass mal was holen, ne? Ich meine, wir haben Scarabon. Wir haben Garados. Potenz haben wir noch nicht. Taubos auch nicht. Wir haben Hundemon. Da warte ich mal noch. Ich weiß ja jetzt, ne, dass die da sind. Kann ich hier auch? Ne, sind dieselben, ne? Okay, aber kriegt die Megasteine hier? Das ist auch schon etwas, ne? Lucario nicht, ja? Lucario wäre schon cool. Tatsächlich. Aber erstmal gucken, was jetzt passiert, ne? Lass uns was essen gehen. Ich warte im Imbissniveau im Zentralplaza auf dich. Ja, warte mal. So, wie sieht's denn generell so aus, ne? Wir haben... die Pokéball-Boutique. Da konnte ich irgendwie noch gar nicht hinreisen, ne? War ich das schon mal oder noch nie? Das ist einfach jetzt ein Fehler. Okay, ja, die sind halt ziemlich teuer, deswegen warte ich damit mal noch. Huch, also. Dann haben wir hier einen Kaffee. Wie wär's denn mal hier? Ne? Also erste Mal. Heilen muss ich jetzt zwar nicht, aber ich würde gerne gucken, was sie jetzt hier für neue Items für uns hat. Ich meine, wir sind jetzt Rang F. Hier noch nichts, ne? Okay. Ja. Verkaufen. Ich meine, von den Schätzen her habe ich so viele immer noch. Angenommen, wir verkaufen jetzt einfach mal alles. Zum Gucken, wie viel Kohle ich überhaupt käme. Weil bei gewissen Megasteinen brauchen wir ja 100.000 Pokédollar, ne? Das ist schon eine Menge. Reicht nicht mal, ne? Mit dem aktuellen. Da kommt nicht mal hin. Ja, leg's mir am Arsch. Gottfried tut's nochmal und ich dachte, ihr könnt mir jetzt... Scheiße. Ja, natürlich... Moment. Hat er jetzt? Ja, doch hier. Hier sind auch Megasteine, ne? Eben hier gibt's ja... Die kosten zwar nur 50, die Dinger. Also 70.000. Knacker nicht, Stalos nicht. Turtok nicht. 100.000 damit ein Turtok. Gut, wir haben noch keinen Turtok, aber trotzdem. Das ist verdammte Schweinerei, sowas. Oh, Menno. Immer noch Nacht, ne? Irgendwann zum Wildsektor. Hier, ich muss ein bisschen Dinger loswerden. Warte mal, wie viel habe ich überhaupt von den Viechern? 2, ne? Theoretisch brauche ich mindestens 3. So. Wird reichen, dann erstmal Schwertanz.
Also 3 halt von Living Decks, ne? Wenn ich quasi sage, okay, ich habe einen Phlegmon, einen Lamus, einen Lashoking. Und noch welche im Team mitnehmen möchte, sind es noch ein paar mehr. Na, warte mal. Das sind ja, das sind sogar 3 Stück davon. Wow, alle direkt erledigt. Mechanik, du bist einfach nur krass. Tage gemeistert. Wann kann sich Gramokles entwickeln? Ich habe echt keinen Schimmer mehr. Also Gramokles oder Dukles, dachte, das wäre irgendwie Anfang 30er gewesen. Natürlich eine Lieder to Heider, wie könnte es anders sein? Schiller, komm wieder zurück. Das tue ich dir nicht an. Wie viele Sterne? Nein, nicht die Box, super. Wieso kommst du her? Ich hab keinen Bock auf dich, hau ab. Du bist ein Wasser-Pokémon, geh zurück ins Wasser, tschüss. Frechheit, sowas. Warum hat sie oben einen Liter? Guck mal da. Hallo. Oh, ein Superzahn. Ja, der tut supermäßig weh. Na. Oh, falsches Timing. Und noch eins. So. Moment, was? Steinhagel verfügbar. Lorca machen. Donnerblitz wäre vor allem für Ampharos cool. Ja, das habe ich rausgenommen, ne? Ich glaube, ein bisschen deswegen, weil man dachte, Donnerschlag und so, ein bisschen doof. Jetzt macht Shiggy auch zunehmend einen guten Job wieder. Na, wo ist der Steinhagel? Hallo? Ah, hier. Arbok fällt noch ein unbekanntes Pokémon. Halt auch nachts über, ne? Weißt du, was überlebt? So, schon besser. Ja gut, das ist eine Elite, aber da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Ja, 50er, sonst geht's noch, ne? Oh, das ist da runter. Das war knapp. Also für mich vor allem. Wahrscheinlich tut es mir leid, ja, für mich war es knapp. Uff.
Das ist doch hier wieder. Ah, da haben wir ein normales Arbok. Da war wieder Shillock. Okay. Also ein paar Arboks mehr. Sehr interessant, sehr interessant. Wir sind sonst langsam sicher hier durch, ne? Können da hinten noch versuchen, aber ich glaube, das eine Pokémon, was uns noch fehlt, das finde ich so nicht, ne? Wird wohl nur nachts über hier sein. Aber es jetzt Erdbeben ein, Junge, Junge. Wasserring als Attacke, dann. Das aber macht ein bisschen Sport, ne? Ja, soll's doch. Sei ihm vergönnt. Gramokreis will noch nicht. Ja, muss ein bisschen gucken. Ja, vielleicht geht es irgendwo nachts, ne? Dann war natürlich irgendein Scheißjob. Vielleicht doch sicher, wenn ich es mal kurz rausnehme wieder. Kramfahrer ersetzen, zumindest mal temporär. Immer sonst schon wieder viele Pokémon gefangen, ne? Kann man nicht meckern. Wir sind Rang F, noch keinen neuen Sidequest. Ja, noch zu früh, ne? Gehen wir zum Mimiswagen und gönnen uns eine kleine Pause. Glurak, geht sogar eine Glurak eigentlich. Wieso haben wir bloß für einen Shiggy entschieden? Was machen die denn hier? Kalen, hi, dann können wir zu dritt was essen. Ich hab schon gegessen. Und nach dem Essen bin ich gerne allein. Einmal so nebenbei. Auch ist klar, dass euer Plan nicht wirklich durchdacht ist, oder? Was meinst du? Wenn Michael weiter beim Set Royal gewinnt, der muss irgendwann gegen die berühmte Gamerin und Influencerin Canary antreten. Gegen wen? Echt jetzt? Du kennst sie nicht? Canary ist eine Streamerin. Oh. Kein Wunder, kann ich sie nicht. Nein, Scherz. Ihre Sprüche knallen rein wie Blitze. Etwas edgy und kontrovers, klar. Aber sie hat einen Wahnsinnscharme. Der Track ist ein flashy Street-Style. Eine Gameplay erst. Provokant bis zum geht nicht mehr. Aber immer on point. Dieses Englisch, hey. Diese englischen und deutschen Wörter im Satz vermischen. Sie geht als Influencerin ganz voll durch die Decke. Nicht nur Illumina, sondern in ganz Kalos. Alle feiern sie total. Sie ist einfach die Gamerin schlechthin. Naja. Und mit ihr wollt ihr auch anlegen? Ich meine, wenn wir Rang A anpeilen, werden wir wohl irgendwann gegen sie kämpfen müssen, ja. Haben sie doch alle? Was ist mit dir los? Das lassen ihre Fans nie im Leben zu. Mehr als bunte Schrauben sammeln und die gegen Canary-Anhänger einzutauschen ist nicht drin. Canary auf irgendeine Weise nähern kommt gar nicht gut an. Ich bin ein ziemlich großer Fan von Canary. Also. Den Donnersquad beigetreten. Anscheinend kommt der Name von Attacke Donnerschock. Was will ich denn da? Wenn man nicht eine einstellige Mitgliedsnummer hat, ist der Beitritt komplett sinnlos. Und wäre nur ein unwichtiger Teil der Meute. Ah ja. Und sobald ich alles über sie rausgefunden habe, will ich Outfits für sie entwerfen, die sie bei ihren Streams tragen kann. Das ist mein Traum. Ah ja. Was heißt du denn schon? Ich will einfach nur Kleidung für mein Idol designen. Eine Sekunde mal, Vincent ruft gerade an.
Ja, eine große Menge Mega sind gemessen, ne? Echt, ihr wisst auch schon wo? Wow, das ging ja schnell, Vincent. So ist es, gehen wir zurück zum Hotel. Ja, wenn es sein muss. Wir haben sonst eh nichts zu tun, ne? Ich meine, klar, ich habe noch ein paar Sidequests, die noch offen sind, klar, aber auf die habe ich irgendwie gar keinen Bock. Die Knospi-Ausstellung. Bei so einer Schlaubrille wäre eigentlich schon cool, ne? Ein paar Poncho. 12 von ihnen gefunden. Ja, einfach mal bei Gelegenheit, ne? Eigentlich will ich jetzt ein bisschen Progress machen, tatsächlich. Oh. Ein paar Flowerbase fangen müssen wir auch noch machen. Aber das hat noch Zeit. Also, wir gehen zurück zu Hotel Set. Bin da, wer noch? So, nun. Ich dachte vielleicht, dass wir diesen Raum zum Essen nutzen, aber hier finden auch die Strategie-Meetings von Team MC statt. Kann ich kurz was sagen? Was gibt's denn? Werdet ihr gleich sehen. So, dass ihr warten musstet. Kommt rein. Sita und Michael arbeiten jetzt offiziell mit der Quasar Corporation zusammen. Also geht's ernsthaft mit den Maßnahmen gegen die Megamanie-Entwicklungen los. Ja. Da dachte ich, so wäre es angemessen. Das ist die Flagge von MC. Seht ihr? Ein M und ein Z. Da ist ja mega. Steht das wirklich für Michael und Sita? Nee, oder? Ich will keinen Spaß bei mir sein, aber wollen wir langsam mit unserem Strategie-Meeting loslegen? Das Strategie-Meeting ist eröffnet. Vincent Informationen zufolge werden bald an 3 Orten Megamanie-Pokémon auftauchen. Der erste Ort ist der Bummelpark in der Zone Cyan. Das betroffene Pokémon ist ein Labus. Der zweite ist Bezirk 3 in der Zone Jon. Dort handelt es sich um ein Camerupt. Ort Nummer 3 ist Bezirk 9 in der Zone Rose, wo wir es mit einem Sarzinia zu tun haben. Kellen, ist irgendwas? Nö. Irgendwas hast du doch. Genau, sagt du als Anführerin auch mal was. Übrigens, der Ort in der Zone Kian, an dem Lammens auftauchen soll, ist in Nähe der Steinboutique auf der Frühlingsallee. Wenn der Megamanie-Pokémon dort alles verwüstet, können wir bei der Steinboutique nachher nicht mehr einkaufen. Verkauft echt wertvolle Megasteine. Stimmt. Da sollten wir der Steinboutique vor einem Besuch abstatten und Megasteine kaufen. Mögen Pokémon Steine? Ist die Steinboutique versichert? Hä, das ist das Einzige, was dir dazu einfällt? Oh! Was ist los? Genau, der Stream hat angefangen. Hallo, wir sind mitten in einem Meeting, da kannst du später auch ansehen. Du verstehst das nicht. Du musst einfach live im Chat mit dabei sein. Wir sind auch Michael. Oh mein Gott, Freunde, das können wir uns nächste Folge weiter. Und vielleicht kriegen wir auch mal neue Megasteine, auch mal so per se dazu. Ja, cool wäre noch Megasteine für unsere Starter, also sprich in dem Fall auch für Meganie. Also ich hoffe es ja, ne, dass die Starter auch Megasteine kriegen. Von offizieller Seite, von den Entwicklern her ist eigentlich nichts irgendwie dazu angepriesen oder verkündet worden. Wir wissen nur, dass die Color-Starter Megasteine haben, die man halt online gewinnen kann. Ja, aber wäre cool, wenn ich irgendwie für den Start nicht einen Megastein kaufen muss. Und dass hier keine Regionalform, also keine neuen gibt, ist die Chance doch recht. Also ja, es muss Megaformen geben. Ein Meganie wäre schon geil, aber ich glaube, das will es mehr, Freunde. Das erfahren wir dann das nächste Mal. Ne? Bis dahin, bye bye.